Moinsen! Ich habe schon öfters Nachrichten und Kommentare von euch bekommen, in denen dann stand, ja, du bist immer so selbstbewusst, du bist immer so cool drauf, ich möchte genauso sein wie du und mach doch mal ein Video über Selbstbewusstsein. Das wurde ganz oft mir geschrieben oder gefragt, kannst du mir mal ein Video über Selbstbewusstsein machen? Ich stolper hier schon wieder über meine ganzen Sätze, sehr schön. Das passiert mir immer, wenn ich zu schnell drauf lossabbel, dann kann mich keiner mehr verstehen, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden, ihr müsst das jetzt so hinnehmen. Und weiter geht's. Manche Leute, die mich schon länger kennen, die wissen, dass ich nicht immer selbstbewusst war. Das ist eigentlich so ein bisschen durch YouTube gekommen. Und ganz oft habe ich das, wo dann jemand sagt, ja, ich möchte genauso sein wie du. Und das, finde ich, ist immer der Fehler. Wieso muss man so sein wie eine andere Person? Man muss doch eigentlich so sein, wie man selbst ist. Also wenn du jetzt kein Selbstbewusstsein hast, dann... Du bist ja eigentlich selbstbewusst, nur du traust dich halt manche Sachen nicht zu machen. Ich weiß nicht, so war das bei mir. Ich habe mir dann auch irgendjemanden gesucht, dachte ich so, ja, okay, suchst du mir irgendein Vorbild und ja, dann verkleidest du dich quasi, oh, jetzt habe ich gespuckt, sorry, verkleidest du dich quasi wie diese Person. Das war bei mir, war das glaube ich mit 15 oder 16, weiß ich, da war das die kleine Schwester von Sarah Connor. Ich fand die immer sehr cool, als sie ihren Song da hatte mit Crush on You und ich fand die immer total cool und dachte mir so, ja okay, wenn die so hübsch sein kann, dann kann ich das auch. Hab mir dann pinke Klamotten gekauft und auch diese, ich weiß gar nicht wie man es sagt, diese Ohrringe, diese großen. Die haben noch irgendwie so einen besonderen Namen. Damit kenne ich mich zwar nicht aus, aber auf jeden Fall, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich mir die dann, auf jeden Fall, habe ich mir die dann in die Ohren reingemacht und hatte dann auch, die habe ich sogar noch, diese solche schönen Armreifen, weil Lululewe die ja auch hatte, deswegen musste ich die auch haben, genau, ich schmeiß einfach alles weg. Und diese Ringe meine ich, die man in die Ohren tut. Ich weiß nicht, wie man die nennt, ich glaube es war irgendwas mit C, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte dann halt so sein wie sie, hab mich dann auch so geschminkt und was weiß ich, aber irgendwie dann mit der Zeit dachte ich so, ne, das willst du dann doch nicht und das bist du auch nicht. Und dann irgendwann kam dann, und das ist kein Scherz, das war irgendwie Lena, ich habe Lena Meyer-Landrut im Fernsehen gesehen und die war einfach stinknormal, die war einfach so ein komplett normales Mädchen. So das nette Mädchen von nebenan, ein bisschen verrückt und ballaballa in der Birne. Aber irgendwie war sie selbst und fast jeder mochte sie einfach. Und dann dachte ich so, ja, okay, du bist doch eigentlich auch stinknormal. Wieso machst du nicht einfach dein Ding? Und so ist es eigentlich gekommen. Das war eigentlich so meine Geschichte zu meinem Selbstbewusstsein. Was eigentlich total bescheuert klingt. Aber das war bei mir so und ich habe mir sie ja nicht irgendwie als Vorbild gesucht. Also sie war, ja was heißt Vorbild? Also ein Vorbild war sie jetzt nicht, aber das war so okay. Die ist auch so halt ganz normal und nicht doll geschminkt und so, dann kannst du das ja auch. Und dann habe ich das einfach so gemacht. Oh Mann, ich rede so viel. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch mitkommt. Genau. Was ich eigentlich mit diesem ganzen Gesabbel hier sagen möchte, jetzt muss ich noch schneller reden, weil mein Akku natürlich wieder blinkt. Also, ich möchte euch sagen, dass ihr einfach ihr selbst sein sollt und lasst euch nicht von anderen den Wind aus den Segeln nehmen. Macht das, was ihr für richtig haltet und selbst wenn mal jemand über euch lacht, dann lasst sie doch lachen. Irgendwann kommt der Tag, an dem die sich über euch wundern. Und bei mir war das auch so, wie zum Beispiel mit YouTube. Keiner hat gedacht, dass ich irgendwann mal hier YouTube-Videos mache oder sonst irgendwas. Sie haben sich alle über mich gewundert. Und ja, das war es auch schon zu diesem Thema. Ich könnte natürlich noch weiter darüber reden. Wenn ihr das wollt, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Und ja, hier oben kommt ihr jetzt zu meinem letzten Video und hier unten zu meinem vorletzten Video. Und am Samstag ist Badewannenrennen. Wenn ihr Bock habt, dann kommt einfach nach Bochum und seid um 14 Uhr einfach dabei und ich sag tschüss!